Margarete von Tirol-Görz, auch genannt Margarete Maultasch, eine Geschichte aus dem Buch Mythen und Sagen aus dem steirischen Hochlande. Margaretha Maultasch vor Châlons. Margaretha Maultasch drang, als sie mit den Herzogen von Österreich und Kärnten Krieg führte, bis in die Gegend vor Teuffenbach. Der Ritter von Châlons tat durch nächtliche Überfälle und rastlosen kleinen Krieg ihr gewaltigen Abbruch und minderte den bis dahin unwiderstehlichen Schrecken ihres Namens. Margaretha schwor nun blutige Rache. Das Schlösslein in der Felsenhöhle wurde durch ihre zahlreichen Horsten von allen Seiten umgarnt. Ihren Kriegsknechten schien sie doch eine Zauberburg, und der Kampf dawider ein ungleicher, ängstlicher Spuk. Bald wollte die Männin Châlons durch Hunger bezwingen, bald den Felsen zerstören und in jeder Weise um jeden Preis verhindern, dass der lebendigen Fürder mehr ein Wohnort, dem herausfordernden Trotz ihrer Feinde ein sicherer Hort sei. Der Burgherr verlor den Mut. Solche Bedrängnis hatte ihn wankend gemacht im Glauben an die Treue der Seinigen. Er fürchtete das Los mancher Nachbarn, von seinen eigenen Knechten der Rache des unversöhnlichen Weibes ausgeliefert zu werden. Er entfloh durch den Felsengang und endigte sein Leben und Geschlecht in dürftiger und undurchdringlicher Dunkelheit. Als der Herr verschwunden war, tat das verwaiste Höhlenschlösslein Châlons Margareten seine dunklen Pforten auf. Sie zerstörte es bis auf den Grund. Bald darauf erlitt sie eine Niederlage auf den Teuffenbacher Feldern, wo die neue Straße nach Murau führt. Hierbei soll viel Blut geflossen sein, wie die noch üblichen Benennungen Blutgraben, Bluttratte bestätigen.